Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ja, die haben uns wieder ein paar Einnahmen verschafft, das ist gut. Pepperoni sei Dank, die wachsen nämlich relativ fix. Alles klar. Morgen ist es Luau. Oh, da muss ich auch noch was besorgen. So, Leberwurst nochmal Streichler, der bleibt im Haus. Königin der Soßen bringt uns Radieselsalat bei, aber den kennen wir schon. Wetterbericht sagt, dass es mal perfektes Wetter fürs Luau gibt. Okay, zwischen 9 und 14 Uhr geht's los. Wenn wir jetzt noch die Einladung kriegen. Servus Ackermann, morgen versammeln wir uns alle was jährliche Luau am Strand. Das Highlight von der Veranstaltung ist die Gemeinschaftssub. Bring auf jeden Fall etwas davor mit. Der Gouverneur Selvat nimmt an der Veranstaltung teil. Also sei ein bisschen höflich und so vorkommt. Kommt zwischen 9 und 14 Uhr zum Strand. Bäuermeister Louis. Alla hopp. Ja, da brauchen wir auch noch was dafür. Ja, die Melonen sind fast gut. Fast, aber nur fast. Ja, da sieht es auch aus, als würde was wachsen endlich mal. Und da hat sich spontan über Nacht ein Baum gebildet. Ja, dann sollten wir mal hacken. Der steht mir nämlich ganz schön in der Sicht drin, der Baum. So. Jetzt sehe ich nämlich mein Feld wenigstens wieder. So. Gut. Okay, um das müssen wir uns halt mal keine Sorge machen. Die Radiesler sind sogar erntereif. Perfekt, dann können wir uns noch von den Radiesler welche hole. Ah, ne, Quatsch, der Pierre hat ja mittwochs immer zu. Okay. Gut. Die Hinkler wollen auch nicht raus, wenn es regnet. So. Die Gudrun hat sogar schon ein halbes Herz gekriegt und die Gertrud genauso. Alles klar. So, dann machen wir das so. So und so. Ja, gackert ihr mal. Dann können wir da noch reinmachen. Oh, 6 gute Radiesler sogar. Gerade mal Lucky machen, wie es mit der Sommerpflanze aussieht, die wir brauchen. Nutzpflanze. Ne, Radiesler brauchen wir da keine. Aber wir heben einfach mal Radiesler auf. Kann man ja immer mal wieder gebrauchen. So, jetzt stolziere ich hier voller Freude mit meinem Ei hier durch die Gegend. Wie das klingt. So, okay. Ahorn sollten wir vielleicht auch noch schlagen und hier neben dran auch noch, dass die Bäm einfach hier nicht allzu wild rumwuchern. Also gewisse gepflegte Stelle sollten wir definitiv noch haben. So. Okay. Gut. Einfach, dass wir da wieder freie Fläche haben. So, die Melonen sind kurz vor gut. Da kann rein. Eins von den super Dinger und 5 von denen und der Rest heben wir mal hier auf als Qualität. Und da können wir hier noch reinpacken und hier und das Ei heben wir uns noch auf. Zum Angler wollte ich noch. Ja, ich finde das schon cool gemacht hier auch mit dem Gewitter. Sehr schön, ja. Leider ist Mittwoch, das heißt zum Pierre können wir leider nimmer gehen. Beere sind auch nicht hier. Okay. Sonst hätte ich mal beim Pierre nämlich gerne mal 24 Radiesler gekauft. Aber ich denke, mit einer Einnahme von heute können wir definitiv noch was Schönes kaufen. Daily Quest gibt es auch keine. Das heißt, wenn wir lustig sind, können wir theoretisch heute ganze Tag angeln gehen. So. Ich glaube, bei Regen sollten wir sowieso noch ein paar Sachen hier aufsuchen. Ah ja, da ist wieder ein bisschen Zeug. Ich überlege gerade, was wir noch reinschmeißen könnten. Wir könnten noch eine von unserer besondere Nutzpflanze reinmachen. Vielleicht von der Pepperoni oder so. Das könnte man ja eigentlich auch ganz gut in die Suppe geben. Da bin ich ja nicht so wirklich die Hinhackstücke, was besonders toll ist. Ich glaube, Ziegemilch und so in Goldversion. Also wenn es so ein kleines Goldsternchen hat, dann ist die Ziegemilch besonders gut gewesen, aber wir haben halt noch keine Ziege. Dementsprechend ist das etwas suboptimal. Wir könnten aber noch einmal beim Reisewagen vorbeigucken, ob der möglicherweise was hat. Falls er überhaupt da ist. Ah, da sehe ich doch. Das brauchen wir noch fürs Gemeindezentrum, der gute Seeigel. Sollten wir vielleicht noch mal weiter runtergehen. Ach ja, der ist auch noch wichtig. Alter Seemann,
Ich hab das alte Amulett zu verkaufen, aber irgendwie besagt mir, dass du nicht bereit bist, Bursch. Okay, beziehungsweise Bu, nicht Borsch. Ja. Bei dem älteren Mann müssen wir im Frühling, Sommer oder Herbst bei Rege hier. Dann verkauft er nämlich unser spezielles Medaillon, was wir zum Heiraten brauchen. Das müssen wir dann unserer Angebetete geben, wenn wir mit ihr zusammen sind. Und wirklich auch schon eine feste Beziehung mit ihr haben. So, da können wir hier glatt einmal gucken, ob der Reisewache da ist. Und wenn ja, ob der Reisewache möglicherweise Ziegemilch oder so parat hat. Die Mani verkauft ja leider keine Ziegemilch. Reisewache ist gerade netto, okay. Aber wir können hier noch eine Runde angeln gehen. Zumindest bis um 12 oder so. So. Komm schon. Komm schon, irgendwas Tolles. Hopp, hopp, hopp. Beißer. Heute will nichts rauskommen. Heute ist es so hässlich, da will nichts rauskommen zu uns. Komm schon. Irgendwas. Hit me. Komm schon. Ich gebe nicht auf, ehe ich hier irgendeine Vieh gefangen habe. Wenn ich eine Stunde überziehen muss hier, also zumindest in dem Bereich, wo jetzt meine Maus gerade ist, wenn ich in dem Bereich überziehe, fahre bis um 13 Uhr. Das gibt's doch alles gar nicht. Hopp. Gebisse wert. Ihr urischer Fisch. Hopp, 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 hopp. Das will heute nicht. Das will irgendwie nicht werden. Ich glaube, heute sind die Geister nicht besonders gut drauf. Na gut, wenn dem so ist, marschieren wir halt wieder zurück. Ja, ganz klein bisschen haben wir jetzt hier schon mal aufgeräumt. Da brauchen wir dann die Stahlspitzhacke dafür, dass wir die Dinger brechen können. Da wird es auch wirklich bald mal Zeit dafür. So. Ach, da habe ich seltsamerweise auch schon einen Plaster hier geschmissen. Warte mal. Können wir das Ding hier und das Ding hier rein. Müll haben wir ja gesagt, heben wir auch noch auf. Brauchen wir nämlich für die Recycle-Maschine später. Das kommt da rein. Ford kann das. Und das ganze Gedöns. Und das Seeigel heben wir auf. Seeigel kommt zum Gemeindezentrum. Aber erst einmal will ich am Bergsee noch eine Runde angeln. Dass wir das möglicherweise auch noch gemacht kriegen. Weintraube und Gewürzbeere, auch nicht schlecht. So. Okay, da ist sogar noch ein Artefaktplatz. Ja, da ist mittlerweile auch schon auf. Ein paar Stähe. Noch eine Gewürzbeere. Ich halte mal die Hacke erstmal parat. Und morgen fürs Luau könnte ich wirklich nochmal so Qualitäts-Jalapeno bzw. Pepperoni reinschmeißen. Das kann nicht schade, denke ich. Ich denke, so schlimm ist das nicht. Okay. Komm schon. Also heute wollen sie mich echt verarschen. Heute ist anscheinend kein Fisch im Sternentautal unterwegs. Weder im Ozean noch in der See. Heute wollen sie mich alle kräftig in der Arsch treten, wie es aussieht. Komm schon. Na komm. Mit dramatischem Gewitter. Komm. Na alla. Upsala. Endlich beißt mal was A hier. Wahrscheinlich ein stinknormaler Karpfer oder so, der sich gar nicht bewegt. Da können wir ja genauso gut auch hier nochmal. Genau. Okay. Wenn sich das Vieh hier sowieso nicht bewegt, können wir genauso gut auch noch dem Schatz hier angeln. So. Ja. Ein Karpfen. Und drin sind noch ein paar Stähe. Können wir auch gut gebrauchen. Als hätten sie es gewusst. Karpfen. Haben wir das nicht irgendwo fast Aquarium noch gebraucht? Nee. Hier zumindest nicht. Karpfen haben wir schon. Das Stör ist das, was uns noch fehlt.
Okay, aber zumindest können wir Karpfen verkaufen und können dann unser Angellevel noch ein bisschen steigern. Weil in die Mine gehe ich eigentlich häufiger, Morei. Aber geangelt wird eher selten und bei Rege kann man schon ein paar schöne Fische als man holen. Und ich erinnere mich, dass ich das Stör auf jeden Fall bei Rege geangelt habe, hier in dem Gebiet. Vielleicht brauchen die Fische den dramatischen Auftritt. Komm schon. Aha. Ah, der zappelt ein bisschen. Aber es ist kein besonders schwierig. Ich glaube, der Stör war relativ schwer zu fangen. Der hat arg rumgezappelt. Ein Forellenbarsch. Ah, der wäre also auch im Sommer möglich gewesen und nicht nur im Frühling. Gut zu wissen. So. Oh, das ist ein schneller. Das könnte tatsächlich ein Stör oder sowas sein, weil der zappelt ganz schön arg rum. Uppala. Ja, da muss man als gucken, dass man es nicht verliert. Scheiße. Schon passiert. Meine Angelleiste ist auch leider so Mickerlings-Ding. Und bei dem, was ich derzeit habe, also im Vergleich zum Ackermann, ist so das derzeit so groß nur, diese Angelleiste. Und derzeit, wenn ich angel, ist es dann so groß in etwa. Also da habe ich auch schon wesentlich bessere Chance, die Fische an Land zu ziehen. Weil der Balken nicht so kümmerlich ist. Okay, jetzt war kein perfektes, aber ein Zwergwels. Ja, vielleicht habe ich hier nochmal Glück und es ist nochmal so ein Zappelfisch dabei. Dann könnte das nämlich ein Stör sein. Ja, die sind aber recht schwer zu kriegen, die Viecher. Da muss man schon sein Civil Sin beisammen haben und die dürfen nicht allzu viele hektische Bewegungen machen, die Viecher. Ja, das ist ja wieder. Das ist wieder so einer. Da konzentriere ich mich jetzt rein auf den Fisch und nicht auf die Schatztruhe. Aber die Schatztruhe war interessanterweise mit dabei. Komm schon. Dappisches Vieh, komm. Das muss sich lohnen bei dem Vieh. Das sehe ich jetzt schon. Das ist einer, der etwas größer ist. Der muss sich einfach lohnen. Komm schon, komm schon. Ja, es ist bestimmt ein Stör oder sowas. Ein Fisch, der seltener vorkommt und der demnach auch schwerer zu angeln ist. Ah, scheiße! Das ist wieder so ein Grund, warum ich das Angeln nicht ausstehen kann. Ah, Mann. Wenn diese dappische Viecher wirklich dann eine blöde Bewegung machen, dann hat man sie schon nicht mehr an der Angel. Dazu ist mein Angellevel noch so mies. Meine Bambusrute ist zum Kotzen. Und ich bin dazu auch nicht gerade der geschickteste Angler. Das macht es dann umso schwieriger alles. Aber ich gebe jetzt nicht auf. Ich hoffe, ich finde noch mal so einer. Weil das sind halt wirklich die Fische, die ich für meine Sammlung brauche. Im Gemeindezentrum. Ja, das ist bestimmt keiner. Aber ein Karpfer oder was wird es wahrscheinlich wieder sein? Dann Forellenbarsch. Okay. So. Komm schon. Ich möchte einen Stör haben. Ich möchte wirklich einen Stör. Darauf arbeite ich hier. Ja, das ist wieder nur ein kleinerer. Das könnte wieder so ein Forellenbarsch oder ein Zwergwels sein. Na, also ein bisschen zappelt da zwar schon rum. Aber es ist nicht so ein großer Zappler, in Anführungszeichen. Nicht wie bei Secret of Mana, du bist gezappelt. Nee, es war nur ein Kaulbarsch. Okay, komm schon. Bis 20 Uhr mache ich noch, dann trete ich dann den Rückweg noch heim an. Also zum Hof. Noch heim, oh, das ist auch eine sehr schöne Grammatik. Dann trete ich den Rückweg gen Bauernhof wieder an. Ja, es wird auch wieder so ein Kaulbarsch oder sowas sein. Genau. Oder für ein neuer Rekord. So, jetzt kommt schon nochmal ein Stör. Nochmal ein Stör, bitte. So, hopp. Ja, 2 Inventarplätze habe ich auch noch frei. Aber mittlerweile ist halt echt toll, dass ich dort den Platz im Inventar dafür habe. Ups. Dass ich einfach diesen Platz im Inventar drin habe. Damit ich meine ganze Werkzeuge und so einfach mit mir rumschleppen kann, so standardmäßig. Noch ein Kaulbarsch.
Das wird mein letzter Fisch für heute. Aber ich sehe schon, das wird kein Stör. Ups. Einmal woanders geguckt und schon war ich nämlich im Wasser drin. Ja, ich kann nicht hier ständig nur Kaulbarsche arschleppen. Komm, das wird jetzt... Es wird dann sonst etwas zu spät, aber ich will noch einmal etwas Glück haben. Und möglicherweise noch einen Stör rausziehe. Mit viel Glück könnte es einer werden. Ja, aber ich glaube, das Glück ist heute einfach nicht auf meiner Seite, auch noch zusätzlich. Weil in der anderen See, wo ich geangelt habe, da war ja auch nix. Da war ja überall keine Ausbeute zu finden, außer hier. Na komm, das wird jetzt wirklich der letzte. Ich möchte jetzt nur noch einmal einen gescheiten Fisch an der Angel haben. Und dann mache ich mich auf den Heimweg. Hopp. Ein guter Fisch wird wohl noch da sein. Es ist auch nicht mehr machbar, wenn ich noch einmal angeln sollte. Oder wollte. Komm schon. Es wird wahrscheinlich kein Stör sein. Nee, der ist zu harmlos. Der zappelt zu wenig. Ein Zwergwels. Okay, aber wenigstens habe ich noch einen Fisch parat. Später, wenn wir die ganze Sache für den Keller erledigt haben im Gemeindezentrum, können wir danach endlich die Lore benutzen. Dann müssen wir nicht ständig von A nach B latschen. Genau, zum Gemeindezentrum wollte ich sowieso noch. Können wir nämlich das Seeigel abliefern. Und der Rest müssen wir gar nicht abliefern. Das haben wir ja alles schon gemacht. Kann alles verkauft werden. Da haben wir zumindest heute einen schönen Angeltag uns gemacht. In Anführungszeichen schön. Ich persönlich finde das Angeln, ihr habt es ja gemerkt, auch mit dem lauten Scheiße Kreiche. Es ist einfach nicht meins. Es ist wirklich einfach nicht meins. So. Die dumm. Das kommt zu Färbemittel, glaube ich. Ups, Hauptsache das schwarze Brett kaputt geschlagen. Genau, da kommt das Seeigel rein. Dann hätten wir das auch. Gut. Ab sofort können dann auch Seeigel verkauft werden, weil die gehen gar nicht mal so viel so wenig Geld weg. Gehen gutes Geld weg, die Dinger. So, von Vincent weiß ich, dass der Weintraube als liebstes hat, als Geschenk. Deswegen könnte man da vielleicht auch mal ein bisschen was sparen. Aber so große Angeltage sind ja, wie ihr seht, auch nur möglich, wenn ich mal wirklich nicht die ganze Zeit auf dem Feld sein muss. So, jetzt schmeißen wir mal das Zeug einfach mal weg. So. Genau. Die Mayo kommt auch noch fort. Die 3 Brille kommen hier rein, genauso wie die Stäh, die 5er. Und die letzte Mayo, die kann auch noch fort. So. Sind ja immer hier 150 Gold. Ja. Lass uns mal gut sein. Die 2 Pflasterstähwege könnte man vielleicht auch noch mitnehmen. Damit man da einfach noch ein bisschen was basteln. Dann hacke ich nämlich noch ganz schnell den Ende hier raus, der so verloren durchliegt. Da haben wir zumindest hier aus ästhetischen Gründen schon den Mittelweg fertig. Mir liegt ja sehr viel an sowas, also symmetrische Ästhetik finde ich persönlich extrem toll. Huch, mein Hund ist weg. Ah, der wird schon wieder kommen. Luau ist morgen. So. Das habe ich doch damit gerechnet. Angeleffektivität ist erhöht von Fischerstufe 3. Matrosenteller haben wir gelernt und eine Krabbenreuse herzustellen haben wir auch gelernt. Ja, dazu keine schlechte Ausbeute, 3881. Da haben wir durchaus ordentlich Geld gemacht. Sehr schön. Wie sieht's dann morgen aus? Mal wieder sonnig? Ah, okay. Also wir sollten morgen auf jeden Fall zum Strand gehen. Ja, die sind leider noch nicht gut. Was wir auch noch machen sollten, ist dringend zum Pierre noch gehen, bevor das Luau losgeht. So. Damit ich mal noch 24 Radiesler kaufen kann. So. Und sonst schon nochmal checken, ob irgendwelche andere Sachen noch durch sind, die man gebrauchen können. Ups, so. Okay.
Ja, das Gieße zwischendurch, was die Natur mal für uns übernimmt, das kann nicht schaden. So. Gut, dann gucken wir nochmal hier rein. Zwecks Hinkler. So. Meine Hinkler geht's gut. Weil halt wieder so schön sonnig ist, dürfen sie auf jeden Fall auch raus. Meinem Hund, da ist er wieder, dem geht's auch gut. Und ich sollte wirklich nochmal zum Pierre gehen. Ich sollte nochmal wirklich die... Ja, kommt als nichts. Das dauert ja ewig hier. Okay, mach Platz. Dann gehe ich jetzt noch zum Pierre. Bevor das Luau losgeht. Und holen wir noch 24 Radiesler. Das ist auf jeden Fall wichtig. Sodala. Der hat um 8 auf jeden Fall auch auf. Daily Quest gibt's auch noch nicht. Nein! Es ist zu. Na, wegen dem Luau wahrscheinlich, ne? Naja, okay. 14 Uhr geht's ja los. Das heißt, ein bisschen Zeit haben wir ja auch noch. So. Die holen wir uns auf jeden Fall. Okay. Ja, das heben wir uns einfach mal auf hier, das Zeug. So. Luau müsste jetzt in 20 Minuten losgehen. Beziehungsweise in 10er. Aber ich will erst nochmal Pflanze gegossen haben. So viel muss ich auf jeden Fall noch gemacht haben. So. Luau hat begonnen am Strand. Ja, das wäre auf jeden Fall auch nicht verkehrt, was mitzunehmen zum Luau. Weil wenn der Gouverneur überzeugt ist von der Suppe, dann erhöhe ich die Freundschaft mit allen Dorfbewohnern um eine diverse Anzahl an Herzen. Mit der goldene Ziegenmilch, die ich in meinem anderen Spielstand mit in die Suppe gemischt habe, habe ich, glaube ich, bis zu 2 Herzen bei jedem Dorfbewohner gewonnen. So. Aber wenn er einfach nur glücklich ist, dann gewinne ich, glaube ich, auch trotzdem ein Herz bei jedem Dorfbewohner. So. Ich darf nur nicht zu lang mit Gieße verbringen. Sodala. Ja, schade, dass der Pierre jetzt auch wieder zu hat. Aber ich denke noch, der ganze Eskapade hier dürfte es auch soweit gut sein. Also bis 14 Uhr bin ich bestimmt nicht unterwegs. Hier mit Gießer. So. Die Sonnenblume ist auch bald soweit. So, das darf ich hier wegen der Perspektive nicht aus der Aare verlieren. So, daneben hat sich schon Feld leider aufgelöst, habe ich schon gesehen. Okay, gut. Wir haben jetzt 11. Die müssen noch gegossen werden. Und dann haben wir es soweit auch. Ja, ein Brunnen zwischendurch wäre, glaube ich, echt nicht verkehrt. Dann sollten wir uns auch noch zulegen. So. Dass wir einfach vielleicht daneben dann einen Brunnen anlegen, weil die Felder werden ja weiter in die Richtung gehen. Deswegen wäre das, glaube ich, nicht verkehrt. So. Und wenn wir auch das zweite Ei schon in die Mayo-Presse reinmachen könnten, wenn wir von Devil Red, wäre das auch nicht verkehrt. So. Nein, du sollst das Ding nicht essen, du sollst reinlecken. So. Oh, jetzt wird es aber allmählich echt knapp. So, Annie von deiner Spezial-Pepperoni nehme ich mit. Aber jetzt wirklich fix. Ich muss ja noch Zeitei berechnen, um zum Strand zu kommen. Ich glaube, ich habe echt eine Menge Felder hier. So. Also Stunde muss ich mindestens Ei rechnen. Das wird ganz schön eng. So. Okay. Gut. Aber jetzt hoppla. So. Rennackermann. So, die Weitraub schmeißen wir durch, genauso wie die Mayo. Ganz fix. Jetzt aber hoppla. Ich bin ja nicht so spät angekommen. Leider habe ich auch noch keinen Pferdestall, wo ich mit meinem Gaul unterwegs sein kann. Das ist auch etwas schade, weil mit dem Pferd ist man dann doch wirklich etwas fixer unterwegs.
Ah, komm schon. Ja, Lotta Louis, ich weiß, du stehst normalerweise unten beim Luau, aber... Oh, jetzt aber schnell, 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 schnell. Zum Strand kommen wir auf jeden Fall noch. Okay, das reicht noch. Gewitter erleiht, aber wir sind da. Gut. Mach dich zurecht. Der Gouverneur ist was ein jährlicher Besuch da. Wenn er was von die Überraschungssuppe hast, dann werf's auf jeden Fall in den Kessel. Nein, wir machen Pennel als Suppe. Also in der Palz ist ja Pennel. Man macht Leverwurst, Blutwurst und diverse andere Sachen, die man noch übrig hat, zusammen mit Ei in einer Pannreihe und Brot das Ganze. Oh Gott, der sieht aber auch aus. Was für ein entzückender Anlass. Es ist immer erfreut, das Sterne-Total zu besuchen. Ich muss mit meiner Gattin retten, ob wir hier ein Ferienhaus erwerben sollten. Alles klar, mach das mal. Die lächische Sandfliege landen dauernd auf meinem Esser. Okay. Boah, in der Stadt kriegst du nirgendwo Pepperoni-Chutney wie das hier. Das glaube ich da. Das ist ermüdend, Liebling. Bist bald bereits Buffet aufzusuchen. Au, du bist auf meinen Fuß gestiegen, Schatz. Die tanzt einfach nur so alle vor sich hier. Die scheint nicht zu antworten. Ja, die Hippie-Tante ist zu sehr in ihrem hypnotischen Tanz drin. Vincent ist kein guter Tänzer. Was sagst du, Winnie? Mir ist langweilig, aber dabei grinst er wie ein Honigkuchenpferd. Die Musik, die ist viel zu laut. Kann ich ein bisschen Ruhe und Frieden und Haver und der Ozean genießen? Ach, du alter Knotterzausel. Aha, der Geruch vom Ozean trägt mich Jahre zurück, lang bevor du geboren worden bist. Ja, die ist wenigstens etwas freundlicher. Aber wenn wir George ein bisschen besser kennenlernen, dann lernen wir einmal, warum der alte George so ein bisschen stinkig immer drauf ist. Ich stehe hier tanzen, aber ich will nicht schwitzen. Ja, finde ich vernünftig. Perfekt, das wird eine Strandparty, oder? Ja, schon. Immer dass er ein halbes Kilo Sardelle in die Überraschungssuppe geschmissen. Ja, hast du dich nie gefragt, warum der Sam die meist gemeinnützige Arbeitsstunden in der Stadt hinter sich hat? Noch solche Geschichten nicht, nee. Es ist anstrengend, mit anderen zu retten. Ich beobachte lieber das Meer. Ja, kann ich verstehen. Kann ich absolut verstehen, Abby. Moment. Erstmal gucken, ob da noch hier jemand ist. Ja, natürlich, der gute alte Willi. Servus. Servus, Ackermann, was machst du Pause? Um ehrlich zu sein, ich date jetzt lieber ein bisschen Fische gehen. Ja, ist klar, wie ich da. Aber so eine Strandparty hat doch an sich auch was. In Speyer war ich mal bei so einer Strandbar. Die war an sich ganz cool, muss ich sagen. Das hat mir ganz gut gefallen. Die Meermenschen sind an eure Feste interessiert. Die werden ziemlich sauer, wenn ihr Müll in den Ozean schmeißt. Okay, Entschuldigung, euer hochwohlgeboren Herr Zauberer. So, was haben wir dann noch hier? Der gute Clinty Boy ist noch hier. Ich bin voll, aber was kann man außer Essen sonst noch machen? Da fällt mir diverses ein, was man hier noch machen kann. Ich hoffe, die Suppe ist das ja gut. Und du? Ich war frisches Gemüse aus meinem Garten in der Suppetopperei. Vielleicht gestattet der Gouverneur mir eine Steuererleichterung, wenn ich mich gut mit ihm stelle. Ich frage mich, ob er Whisky mag. Wenn der Bürgermeister jetzt nicht aufhören würde, dann den ganzen Nachmittag in den Beschlag zu nehmen. Tja, der will auch rausgaunern, was er kann, wie es aussieht. Kostenloses Buffet, er von der Vorteile-Reihe zu nehmen. Genieß es, Kind. Okay. Ich bin spät aufgewacht, hab's Haus verlassen und mich mitten in dem Tumult wieder gefunden. Ich hab vergessen, dass heute das Luau ist. Ach Gott, der Philosoph wieder. Wie geht's mit dem Hoferer? Muss ja ganz schön anstrengend die Jahreszeit für dich sein. Und wie? Was auch immer Linus gerade röstet, das riecht furchtbar gut. Oder Linus, wie auch immer man aussprechen mag. Der Harvey. Gut, dass ich dir Sonnencreme mitgebracht habe. Ich frage mich, ob Maru auch ein bisschen Sonnencreme auf ihre Schulter gebrauchen könnt. Na, dann mach das doch, wenn dich du so anzudra machen willst. Wir halten das für jedes Jahr, um der Gouverneur einen Geschmack von allem zu geben, was das Tal hier zu bieten hat. Der Bürgermeister Louis hofft, dass wir uns damit mit dem Gouverneur gut stellen können. Deshalb ist er auch so nervös drüber, wie die Suppe wohl schmeckt. Okay, und du? Gouverneur, wen interessiert's? Warum soll ich mich um irgendeinen alten Sack kümmern? Ja, finde ich vernünftig. Du? Ich werde bei der Bam hier bleiben, die Luft ist so viel kühler.
Das kann ich auf jeden Fall auch gut nachvollziehen. Und was machst du alter Landstreicher? Ein langsames, durchgängiges Drehen ist der Schlüssel fast perfekte Röster. Allerhop. Mani, was sagst du? Wenn du etwas für die Suppe mitgebracht hast, nimm die Treppe auf der anderen Seite und werf's rein. Okay, machen wir doch glatt. Jo, wir nehmen die Pepperoni. Du hast Pepperoni in die Suppe reingeschmissen. Allerhop. Ja, großartig, mehr können wir jetzt auch nicht machen. Die macht hier ihren Hippie-Tanz alle. Die ist total im Delirium, mit ihrer kennen wir nicht tanzen. Und die andere haben wir ja auch schon so durch ihre Meinung gefragt, was hier so abgeht. Aber ja, mehr als das ist jetzt erstmal nicht mehr machbar. Deswegen würde ich sagen, wir retten doch mal gerade mal mit dem Bäuermeister. Die Suppe ist eigentlich bereit zum Verköstigen. Sollen wir mit dem Luau beginnen? Der Gouverneur sieht ein bisschen hungrig aus. Ah jo. Dann mach mal. Verzähle mal was. Du alter Dachdieb. So. Allerhopp Leid, es ist mal wieder Zeit für die Überraschungszeremonie. Ich vertraue darauf, dass ihr das Jahr alle qualitativ hochwertige Zutaten in den Topf geschmissen habt. Wir wollen nicht, dass der Gouverneur seinen Besuch im Tal bereit. Jo, Allah. Allah, Gouverneur, täten sie uns die Ehrweise, die Suppe zu probieren. Natürlich, ich hab mich schon das ganze Jahr drauf gefreut. Und, was sagt er? Der Suppekasper. Ach Gott, um ihr schlürft. Viel kann ich nicht dazu sagen. Die Suppe ist sehr gewöhnlich. Mist, da habe ich anscheinend das Falsche mit reingeschmissen. Oh, scheiße. Das ist nicht so gut. Er hat recht, nicht schlecht, aber sonst nicht besonders. So, wer will so ein bisschen Suppe? Na, da habe ich anscheinend das Falsche mit reingeschmissen. Ich muss wirklich mal... Ja, war nicht beeindruckend, aber ansonsten war es Luau doch ein voller Erfolg. Zeit heimzugehen. So ein Mist. Das ist jetzt etwas enttäuschend, finde ich. Deswegen haare ich jetzt hier mit meinem Hammer wie eine Sau hier rum durch die Gegend. So, einfach mal alles kurz und klar gekloppt. Aber schade, schade, schade. Ich hätte vielleicht was anderes reinschmeißen sollen, aber bei dem Mix hatte ich wissen nur, dass die große Ziegemilch in Gold besonders wertvoll dort ist, als Prädikat wertvoll. Ansonsten, tja, dumm gelaufen. Trotzdem war es Luau irgendwie nicht schlecht. Aber ich jetzt sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann übermorgen wieder zur Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Steht irgendwas demnächst? Nee. In der nächsten Episode hat nur der Alex Geburtstag. Dazu sehen wir uns dann wieder, wenn ihr wollt. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.